Man sagt am meisten, dass die ersten 3 Tage vom Fasten mega schwierig sind und nach 3 Tagen der Körper gewöhnt sich daran, es wird einfacher. Hoffentlich, euer Körper hat sich daran gewohnt und es wird ab jetzt ein bisschen einfacher. Hoffentlich geht es dir gut. Hey, wir sind an der 4. Tag Thema Glaube im Alltag. Wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Ich freue mich auf das Thema heute, auf das Predigt-Input von Danny. Es ist ein genialer, kreativer Input. Wie kann ich meinen Glauben wie im Wohnzimmer, in der Wohnung täglich leben? Lass uns das miteinander hören. Ja, in dieser Fasten- und Gebetswoche wollen wir den Fokus auf den aktiven Glauben legen. Ich will euch gerade zum Einstieg etwas von C.S. Lewis zeigen. Der C.S. Lewis, der hat ein Lebenshaus beschrieben. Wenn wir Jesus in unser Leben hineinlassen, dann kommt er in unser Haus. Die Frage ist, darf er schon in alle Bereiche bei mir Einfluss haben? Darf er in alle Räume von meinem Leben hineinkommen? Jesus soll das Verfügungsrecht über mein ganzes Leben haben. Er wird überall mit einbezogen sein. Im Schlafzimmer genauso wie beim Fernsehen oder wenn ich meine Freunde einlade, bei meinem Geldvermögen oder beim Hobby, im Internet, in meinem Beruf, in meinem ganzen Alltag wird er dabei sein. Wenn wir über Glauben reden, Glauben bezeichnet nicht einfach etwas Theoretisches, irgendein Gedankenkonstrukt, sondern die lebendige Beziehung zu Jesus. Und es ist spannend, wenn wir in die Bibel hineinschauen, Jesus begegnet immer wieder im Alltag. Seine Freunde zum Beispiel, am Anfang ist er begegnet, wo sie in der Fischerei tätig sind. Am Zachäus ist er am Zoll begegnet, in seinem Berufsalltag. Er hat ihn dann nicht in eine Synagoge hineingeschleppt, in eine Kirche hineingeschleppt, sondern er hat sein Leben angeschaut, er ist zu ihm heimgegangen. Oder der Petrus, wo abgesunken ist, wie sein Glaube klein geworden ist und er sich einen grossen Glauben gewünscht hat. Und da lesen wir in Lukas 17, 5-6. Die Jünger baten Jesus, den Herrn, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Also die Jünger haben zu Jesus gesagt, hey, stärk du unseren Glauben oder gib du uns eben noch mehr Glauben hinzu. Wir haben zwar schon Glauben, aber wir haben entdeckt, das langt nicht. Das langt für unser Leben, für unseren Alltag. Wir hören dieses Wort, wir wollen das auch gerne tun, aber wir schaffen es nicht. Es fehlt uns nur an Glauben. Auch wenn wir schon Welle haben, wir brauchen mehr davon. Vielleicht kennst du die Gedanken auch, dass du denkst, ja, ich will gerne mehr glauben. Und wir fasten und beten wirklich auch um unseren Glauben im Alltag. Ich kann nur sagen, hoffentlich haben wir diesen Wunsch. Denn nichts ist gefährlicher, als eine geistliche Selbstzufriedenheit zu haben. Sich mit dem zu begnügen, was man schon hat. Überraschend dann ist die Antwort von Jesus auf die Frage der Jünger, auf den Wunsch, dass er ihren Glauben stärken soll. Da hat Jesus gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr damit die größten Wunder tun. Also die größten Wunder könnten sie tun, wenn sie selbst das Glauben von so ganz klein haben, von einem Senfkorn. Und ich denke, Jesus meint damit, euer Problem ist, dass ihr euren Glauben, dass ihr ihn messet, dass ihr den prüft, mit anderen vergleicht, dass ihr euren Glauben ausrichtet auf euch statt auf Gott. Dass ihr selbstbezogen statt Gott bezogen sind. Und dann bleibt ihr ganz normal im Menschlichen stecken und könnt nichts Göttliches ausrichten. Nein, schaut nicht auf euch selber, sagt Jesus. Schaut nicht auf euch selber, sondern auf Gott. Und dann setzt euren vorhandenen Glauben ein, redet und handelt entsprechend und ganz Erstaunliches, Großartiges wird passieren. Es geht nämlich nicht zuerst einmal um die Größe vom Glauben, sondern um sein Wesen. Dass unser Glaube ganz auf Gott gegründet ist und ganz auf Gott ausgerichtet ist. Das heißt, du brauchst keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an den großen Gott.
Glaube glaubt nicht an sich selber, sondern an den Allmächtigen. Glaube fragt nicht nach sich selber, sondern nach Gott. Sind auf Gott ausgerichtet, leben aus ihm und von ihm. Und das nicht nur eben am Sonntag, sondern es geht darum, dass wir unseren Glauben die Woche durch im Alltag leben. Es ist praktisch wie beim Pneu, da muss der Gummi auf den Boden. Wenn der Pneu in der Luft ist, dann dreht er durch und bewegt sich nicht vorwärts. Hat keine Auswirkung. Glaube sollte nicht nur Theorie sein, die am Sonntag aufgesogen wird, sondern praktisch werden im Alltag. Jesaja 58 beschreibt wie Gott nicht frommes Getue will haben, sondern wie der Glaube soll praktisch im Alltag gelebt werden. Jesaja 58,2, da heißt dann: Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Gott klagt das Volk an, dass sie zwar fastet, dass aber gleichzeitig ihres Leben im Alltag überhaupt nicht stimmt. Sie lassen ihren Kopf hängen, weil sie nicht essen, nicht trinken, sie zanken und streiten. Sie lassen sogar die rohe Füße sprechen. Ihres Glaubensleben im Alltag gefällt Gott nicht. Jesus sagt: Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Schaut, und mit dem Glauben ist es eben auch so eigentlich wie mit dem Schnaufen. Jetzt würde ich euch gerne mal herausfordern, dass ihr alle mal mitmacht und mal nur einschnaufen. So lange wie ihr könnt. Einschnaufen, 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 nochmal einschnaufen und noch weiter einschnaufen. Immer weiter einschnaufen und noch weiter einschnaufen. Ich habe noch nicht gesagt, ihr sollt ausschnaufen. Immer weiter einschnaufen. Jetzt dürft ihr mal ausschnaufen. Und wenn wir es andersrum machen würden, immer nur ausschnaufen. Versuchen mal die ganze Zeit nur ausschnaufen und nicht einschnaufen. Nur ausschnaufen. Die ganze Zeit jetzt ausschnaufen. Irgendwann kommen wir an ein Problem an. Sowohl beim Einschnaufen als auch beim Ausschnaufen. Es braucht beides. Es braucht das, dass wir einschnaufen. Das heißt, dass wir in der Nähe von Jesus sind und vielleicht am Sonntag wirklich auch etwas aufnehmen. Die Woche durch Bibel lesen, mit ihm Gemeinschaft verbringen, aufsaugen. Aber dann muss die Luft auch wieder raus. Der Glaube muss praktisch werden. Er muss gelebt werden. Es bringt nichts. Du wirst nicht lange leben, wenn du immer nur aufsaugst. Glaube wird praktisch gemacht werden. Und sonst laufen wir Christen Gefahr. Es geht sowohl ums Einschnaufen wie auch ums Ausschnaufen. Und ich kenne Christen, die schnaufen die ganze Zeit nur ein. Das kann nicht gesund sein. Und genauso gibt es Christen, die ich kenne, die schnaufen immer nur aus. Die sind überall für Jesus im Einsatz, aber kommen nicht zur Ruhe zum Einschnaufen und sind nicht in seiner Nähe. Und mit der Zeit wirst du merken, du verlierst Kraft und gehst kaputt dran. Wenn wir in der Nähe von Jesus sind, einschnaufen, Jesus redet immer zu denen, die ihm gern zuhören. Aber dann sagt er auch, was zu tun ist. Und die Liste die ist umfassend. Wenn wir ein paar Beispiele bringen, Jesus sagt zum Beispiel, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen denen wohltun, die uns hassen. Wir sollen die segnen, die uns fluchen. Beten für die uns beleidigen. Barmherzig sein. Die anderen nicht richten, andere nicht verurteilen. Und die Liste geht noch weiter und weiter und weiter. In Lukas 6, 46 heißt es, wo Jesus sagt: Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Es geht darum, dass wir lernen, einschnaufen, aber auch ausschnaufen. Dass wir hören, was Jesus sagt, in unser Leben hinein, aber dass wir auch ausschnaufen und das leben. Und dann wenn wir fasten und beten, dass unser Glaube auch im Alltag ganz praktisch wird.
Ein Beispiel, ein Tipp möchte ich euch mitgeben, wo ich etwa diese Zeit lang gemacht habe. Ich habe mir eine Zeit lang für jede Stunde am Tag Handywecker gestellt. Immer jede volle Stunde hat mein Wecker geläutet. Und es hat mich daran erinnert, Jesus, ich will jetzt aufhorchen. Was sagst du zu dieser Situation, wo ich in diesem Moment, in dieser Stunde im Moment bin? Jesus, was willst du im Moment tun? Schau, im Alltag vergisst man das so schnell. Und es kann eine Hilfe sein, dass man sich so eine Hilfestellung macht, um erinnert zu sein, Jesus, ich will auf dich hören und das tun, was du sagst. Was sagst du zu meiner Situation? Vielleicht bist du im Moment in einer Phase, in dieser Stunde, wo der Wecker läutet, wo es dran wird, zu vergeben. Oder du wirst in deinem Stolz ertappt, dass du Neid und Geiz hast in deinem Leben. Vielleicht hast du aber auch einen Moment von der Krankheit, wo du für jemanden beten kannst. Oder Jesus macht dich darauf aufmerksam, wie du im Moment mit Geld, Macht oder im Fernsehen umgehst. Oder Jesus macht dich in dem Moment aufmerksam auf jemanden in deinem Umfeld, der vielleicht ein gutes Wort braucht, deine Hilfe nötig hat. Oder jemandem, wo du zeugnishaft kannst erzählen, was der Jesus bedeutet oder was du mit ihm erlebt hast. Dass der Glaube ganz praktisch im Alltag gelebt wird. Vielleicht ist dir das eine Hilfestellung, dass du dir mal für einen Tag lang jede Stunde einen Wecker stellst, um aufmerksam zu sein, Jesus, was sagst du im Moment in die Situation, in der ich bin und was willst du, dass ich tue? Ganz praktisch. Dass mein Glaube im Alltag praktisch wird. Lasst uns jetzt miteinander fasten und beten für einen Glauben, der im Alltag seine Auswirkung hat, wo andere ansteckt und wo Gottes Herz wird berühren. Ich wünsche euch ganz eine erfolgreiche Zeit. Bin gespannt auf all eure Erlebnisse, die ihr dann werdet berichten. Wow! Lad Jesus ein. In jedem Zimmer, in jedem Raum, in jedem Ort. In deiner Wohnung, in deinem Leben. Involviere ihn überall, wo du gehst, was du redest, wie du denkst, in deinen Entscheidungen und alles, was du triffst in den heutigen Tag. Wir haben auch einen Actionplan für heute, wo kannst du dir und deine Glauben fordern lassen. Vielleicht bist du auch wirklich heute mutig. Hast du in diesen 4 Tagen etwas mit Gott erlebt? Vielleicht hast du einen von diesen Actionplan, Glaubensschritte, die wir dir gesagt haben, ausprobiert und hast eigentlich ein Zeugnis, ein Ergebnis. Ich würde dich auch heute ermutigen, teile deine Zeugnis mit jemandem. Wir auch in der Kirche tun deine Zeugnisse aufnehmen und würden gerne die Zeugnisse mitteilen mit anderen Leuten. Du darfst dich bei uns melden, bei mir oder bei dem Sekretariat info@kreuzpunkt.ch. Komm vorbei. Kann man einfach als Interview miteinander darüber reden, was hat Gott in diesen paar Tagen in deinem Leben gemacht? Wie hast du deinen Glauben in dieser Zeit erlebt? Das ist gewachsen und hat einen Unterschied gemacht. Komm und gib dein Zeugnis und lass deine Erfahrung auch andere Leute ermutigen und stärken. Lass uns jetzt in der Devotion-Zeit hineingehen, einfach in Lobpreis und Anbetung und Jesus einladen in unser Leben, in jeden Teil von unserem Leben. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn, preist seinen Namen. Verkündigt Tag für Tag sein Heil. Psalm 96, Vers 1 und 2. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke.
Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Epheser 3, 16 bis 18. Jesus, heute soll unser Leben Lobpreis sein für dich. Ein einziges Lied, das der Welt verkündet, wie gut du bist. Dein Name soll gelobt werden und gepriesen werden in unserem täglichen Leben. Tag für Tag verkünden wir dein Heil. Wir proklamieren, dass unser Leben verwurzelt ist in der Liebe und dass es steht auf dem Fundament von dieser Liebe, die du aufgrund vom Glauben an deinen Namen in unser Leben verwurzelt hast.